Ja, herzlich willkommen zurück. Ich bin der Dani Vega von spiegelwetten.ch und ihr findet mich jetzt, also ihr seht mich jetzt im 13. Teil von meinem Let's Play von Alan Wake. Ich habe keine Ahnung, wie lange es noch wird gehen und wie lange ihr mich noch mit anhören und anschauen. Also ich hoffe, ihr macht das gern. Und I had no real plan. I ja, was going to give the natürlich. kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Genau. Ellen hat mal reingeschnurrt bei meinem Intro. Was soll ich sagen? Genau, es ist Teil 13. Ich weiß nicht, wie lange es noch wird gehen, aber ja, ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal irgendeine Spur von der Alice finde, mal abgesehen von dem komischen Telefon, was sie mir das letzte Mal angerufen hat. Oh, Pump Action. Und das gefällt mir eigentlich fast noch besser. 18. Wow. 18 Schuss. Sehr spannend, sehr spannend. Gut. Genau, mal schauen, was mich erwartet. Es klingt schon nach so Taken, wo nächstens könnte auftauchen. Darum mache ich jetzt mal das Lämpchen an. Ja. Aha. Komm nur, der doch ist noch nicht. Au. Das ist nicht super effektiv irgendwie. Ich glaube, ich switch wieder auf den Revolver zurück. Zuerst aber noch nachladen. Was ich übrigens herausgefunden habe, oder eigentlich irgendwo gelesen habe in einem Tipp, wenn man die Reload-Taste mehrmals betätigt, dann laden wir schnell nachher. You know what, guys? So. Zum Beispiel so wie jetzt. Erwischt. So. Allgemein nachladen. Ich glaube, die Lampe ist abgestorben, auch darum. Und Lampe schalten. Mann, jetzt kommt es langsam so ein bisschen viel. Ui, shit. Und noch eine. Also. So, jetzt können wir schnell ins Haus schauen, ob es da noch etwas Spannendes zu entdecken gibt. Thermoskanne. Und, was ist das? Flare Gun. Ah, Flare Gun, die habe ich noch fast nicht gebraucht. Die könnte ich fast noch ein bisschen mehr brauchen. Oh! Du, Olaf! Ich bin jetzt an. Und nochmal einen. Au. Oh, au. Shit. Oh, au. Ja, also die 2-Schuss-Schrotflinte eigentlich gefällt mir fast besser. Aber ich gehe jetzt nicht nochmal zurück, weil ich also den Eindruck, dass die behinderten Taken ständig respawnen, also je länger als ich brauche, desto mehr wird er auftauchen. Ich glaube, ich hau es einfach mal ab. Säckeln? Ah, wieso kann ich nicht säckeln? Fertig. Ich sogar noch einen Frag. Ja, das war schon besser. Bis das nächste Mal. So, jetzt gehen wir langsam die Munition ja, zu Ende. Ach Gott!
klar. Wuhu! Und nochmal eine. Hm. Kann ich da rauf? Muss ich da rauf? Ich müsste da rauf, aber ich kann jetzt gleich mal da rüber schauen. Nein, der ist da rauf. Das ist bestimmt irgendetwas anderes. Das sieht so nach einem Speicherpunkt aus. Mist. Ich hasse, wenn zwei Wege zur Möglichkeit stehen, zur Wahl stehen und du dich für einen musst entscheiden und dann zweimal hin und her überlegst und dann gleich den falschen nimmst. Das passiert mir jedes Mal so. Also vor allem bei Open World passiert mir das mega viel, bei Skyrim zum Beispiel, wenn man irgendwo in einer Höhle, in einem Dungeon innen ist, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Welt entscheiden sich für die eine und dann merkt man, falscher Weg. So Mist. Aber irgendwie... Ich glaube, ich tue nur meine Munition verbrauchen, wenn ich da durchgehe. Ich gehe jetzt wieder zurück, scheiß drauf. Und wenn ich nur eine Manuskriptseite oder einen Thermos kann vergessen. Das ist ja nicht das Ziel von meinem Playthrough, von meinem Let's Play eigentlich. Dass ich möglichst alles hole und alle Geheimnisse entdecken und so weiter und so fort. Okay. Checkpoint. Und jetzt oder für mich zu fliegen. Ah, das ist nicht. Schon wieder ein Baum. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? Was sind das eigentlich? Gräber? Also, Kreuz. Das sieht schon ein bisschen so aus. Es sind nicht irgendwie ein Stückchen, die von der Brücke runtergefallen haben. Das wäre ein bisschen... Wilk. Ah. Oh, der hat einen Drehwurm drauf, ja? Ich habe jetzt gerade nochmal einen abgeschossen. Oh, das ist Flare-Gang, das habe ich jetzt nicht wählen. Das ist ähnlich wie der Rusty, was Taken. Die ganze Zeit so rumgespult ist. Hey, ich habe die immer noch. Komm nur. Ah shit, ich habe Zach! Ich will jetzt einfach mal stehen. Ich kann nicht. Fehlt nicht mehr viel. Die Schrotflinte für ihn. Komm. Komm. Ah! So, komm. Komm nur. Das wär's schon gewesen, ja. Sehr gut. Flare Gun noch ab. Auf den Jassen. Oh shit, meine Revolver ist eher ein bisschen übel dran. Licht! Batterie. Da bewegt sich etwas. Hallo? Hallo? Ist jemand daheim? Es kommt sicher jemand raus oder so. Ah, der ist leer. Gut. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. Nice.
Hey. Wow, shit. Den habe ich jetzt nicht geachtet. Ah. Schwebende Gegenstände, Autos. Oh, und eine Manuskriptseite. So, was hast du zu erzählen, Alan? Things were never as simple in real life as in fiction. I had lost count of the times I had wished there'd be a clear reason for my writer's block. Something to fight, something to lash out on. There wasn't. I was filled with doubt. I was nothing like the hero in my books. Alex Casey had gone through his life with single-minded determination, never wavering from his goal. Even now, I was angry at myself, angry at Alice, angry at Barry. I was fumbling and I had no plan. In welchem Zusammenhang ist das gewesen? I stared through the bars of the jail cell. Okay. Im Gefängnis. Ich glaube, das ist kein direkter Zusammenhang irgendwie. Oh. Hopp! Was hebt noch? Ich nehme mal meine Flaregun für, weil und dann nur mal so ein blödes Fahrzeug zu fliegen kommt, bin ich sicher gewappnet. Oh! Nein, Batterie. Brauche ich nicht. Was haben wir da innen noch? Ein schräges Haus. Der muss kommen. Noch mehr Batterien. Irgendwie brauche ich mega wenig Batterien. Einmal in letzter Zeit. Checkpoint. Ja, ich habe es einfach gedacht. Oh, der ist ein bisschen daneben gekommen. Ah, das ist auch nicht schlecht, wenn einem ein Baum dabei hilft. Ha! Gute Taktik. Ein Baum, der im Weg steht. No, Mann! Ui, ui. Gut, das war effizient. So, ich bin nur langsam froh, wenn irgendwo ein Munitionsvorrat. Langsam mein Munitionsvorrat wieder ein bisschen könnte aufstocken, weil schon irgendwann ein Problem. Oh Mann. Ja, jetzt habe ich das Problem. So. Wo ist es? Shit, es bewegt sich sogar noch. Der Zug. Komm da. Gib ihm alles. Das ist ganz blöd. Gut. Battery. So brauche ich wenigstens keine Munition, das ist auch etwas. Pickup. Was ist das? Schlüssel? Ah ja, Schlüssel. Was cross? Aha, cross. Ich müsste da um den Zug herum, damit ich hier durch kann. Okay. Klick. Klick, klick. Und jetzt? Ah.
Flare Gun. Ui. Anything outside of writing is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. Das fängt mich an. Es stimmt mir nicht nachdenklich, ob der Alan dann durch das schreibt, der Darkness eigentlich noch mehr Kraft gibt oder so. Ich meine, es ist ja da und die hat ihn ja dazu bewegt, über so Sachen zu schreiben. Aber was ist, wenn eben genau durch das drüber schreiben die Macht an Kraft zuleitet? Möglich. Telefon. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. He was telling me to hurry up. Ja, Stress nicht, hey. Flare Gun. Einmal. Übrigens, ich habe meine Schrotflinte ja noch gewechselt, weil aufs Jagdgewehr. Weil die automatische Schrotflinte ist mir nicht so. Ja, bin jetzt nicht so Fan davon, weil sie teilt nicht so wahnsinnig viel Schaden aus. Sie hat zwar mehr Munition, also ja, mehr Munition. Aber ich würde jetzt mal ausprobieren, ob es. Birds. Ah shit. Ob es so einfacher ist. Ich glaube, ich warte noch schnell. Ah, jetzt. Ja, super, und jetzt komme ich genau die Vögel. Gut, gehen wir wieder. Shit. Unangenehm. Komme ich da wieder zurück? Nein, komme ich nicht. Ow. Do not enter. Ah, ich habe das Fass umgestoßen. Ich habe gedacht. Gut, Sackgasse. Weiter. Sackgasse. What? Ah, okay, super. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen von lauter Tunnelblick. Tunnel. Was? Wow! Tunnels go to Cauldron Lake. Ja. Das ist jetzt einfach mein Standardvorgehen. Immer wenn ich eine Entscheidung habe, wo ich. Without warning, the headache stabbed at my brain.
Zuerst mal dort durchgehen, wo man nicht hin sollte. Oder nicht hin muss unbedingt. Jetzt mal schauen, was dort ist. Vielleicht ist das Geheimnis oder etwas. Also das klingt jetzt echter. Ist sie da? Alice? I'm losing it. I gotta get out of here. I'm losing it. I gotta get out of here. Ach so, stimmt, ich kann ja nicht schwimmen. Ah, aber es hat sich doch gelohnt. The hunters were big, thick-set men, confident and at home in the woods. They were feeling good, running on beer, ghost stories, and camaraderie late into the night. It did them no good, as they were taken by the dark presence, sucked deep into a darkness far worse than any ghost story they ever told or heard. Hunters. Ich habe es durcheinander von lauter Taken, als wir die gar nicht... Also so vielen begegnen, ich weiß gar nicht mehr, ob davon ein Teil Jäger gewesen sind. Ich kann es nicht mehr sagen, ich glaube schon. Ah, das ist vielleicht... Darum ist der Flashback gekommen, weil ich... Das heisst, dass die Tunnel zum Cauldron Lake führen. Der Cauldron Lake ist ja... Oh! Der Alice ist ja... entführt worden. Ist sie entführt worden und da raufgeschafft worden? Ja, das würde eigentlich noch Sinn ergeben, irgendwo. Weil es ist ja plötzlich verschwunden gewesen und ich habe nicht gewusst wie und wieso und überhaupt. Das würde jetzt eigentlich noch passen. Skriptseite. Even behind the closed doors and curtains of his grimy room at the Majestic, the local motel, Nightingale could feel the locals' eyes on him, the unrelenting pressure of their judgment. He forced it out of his mind. For all he knew, they could all be under Wake's spell already. You do what you have to do to get the job done. He took comfort from the bottle in his hand. Please, he thought. Just let me get through this. Okay, zu was hat er das gesagt? Zu seiner Flasche oder? Zu seinen Gedanken oder? Ich werde immer noch nicht schlau aus dem Typ. Oh, gut. Oder auch. Ja, so gut. Au. Au. Au, au, au. Ist das der einzige? Nein, es ist nicht der einzige. Au, au. Au. Okay, das könnte das Problem geben. Plupp. Nein, jetzt kann ich nochmal da raufsäckeln. Scheissdreck. Skriptseite. Muss ich das nicht nochmal lesen? Nein, muss ich nicht. Ah, Mist, ich hasse es, wenn die Speicherpunkte ungeschickterweise gesetzt werden. Scheissdreck. Ja, ich würde sagen, ich schneide das nachher einfach raus. Just in case, also für den Fall, dass ich mehrmals damals aufsäckle. Dann könnt ihr nicht jedes Mal mit anschauen. Nein.